Also ich habe mich mega gefreut, dass es um Musik geht. Volksmusik ist nicht mein Zuhause, ganz sicher nicht. Aber du kannst mich mit einem Schlager wirklich auch abholen und begeistern. Weißt du eigentlich schon, dass du am Sonntag mit uns noch auftrittst? Da kannst du reinlegen, sondergleichen. Hat für mich Parallelen vom Heavy Metal, ganz ehrlich. Sex and drugs and rock and roll. So, kommen wir rein in die Druckerhöhle. Das ist unser Reich, wo wir eigentlich... Hey, hallo. Hey, da läuft der Film. Da sind wir daheim. Unsere, wie soll ich sagen, unser Bubenreich. Da treffen wir uns im besten Fall einmal in der Woche. BBR ist ein Kürzel für Buddies, Beer and Rock'n'Roll. Der Name passt wie Faust aufs Auge zu uns. Der Remo und Adri, Brüder, Gitarre, Bass. Mit ihnen zwei habe ich in der Jugend schon Musik gemacht. Glaubst du alles, was du gesehen? Kannst die Sonne scheinen sehen, die Nacht. Ich habe das nie mehr losgelassen. Ich bin wirklich dann so voll in die Heavy-Metal-Schiene reingekommen als Teenager, die Haare wachsen lassen. Nicht zur Begeisterung von meinen Eltern, ganz ehrlich gesagt. Und ja, mit diesen Totenköpfen. Das ist etwas Rebellisches. Rock, Hardrock, Heavy Metal ist etwas Rebellisches. Und das hat mich fasziniert. Das hat mich irgendwie angezogen. Ich träume ein bisschen vom Musikbusiness. Das ist ein Bubentraum von mir. Und jetzt mit Östi Dritten, wo ein grosser Name sind in der Ländler Volksmusik Schlagerwelt. Dort jetzt reinzuschauen, da freue ich mich einfach drauf. Mich kann man echt auch verwünschen auf einer emotionalen Ebene mit einem guten Schlager. Oder mit einem lüpfigen Ländler. Wenn ich schaue, was Östi Dritten machen. Und auch vor allem, wie das bei ihnen auch aus dem Herzen kommt. Also und dann ist es noch eine Familie. Das finde ich auch immer etwas Faszinierendes, dass eine Familie zusammen musikalisch unterwegs ist und Erfolg hat. Da kann ich mich sehr dafür begeistern. Mein Roadtrip hat gestartet im schönen Greifensee. Ja, jetzt verlassen wir meine Räuberhöhle hier, meinen Bandraum. Und ich tauche in die Welt der Volksmusik, vom Ländler, vom Schlager. Und dafür fahre ich nach Schwarzenegg in die Region Thun auf eine Wildwest Ranch. Auf dieser Wildwest Ranch übernachten wir. Und ich habe gehört, dass Östi Dritten in dem Wildwest Saloon, auf dem Gelände, in dem Lokal, einmal einen Videoclip gedreht haben. Das wollte ich mir natürlich anschauen. Volksmusik ist nicht mein Zuhause, ganz sicher nicht. Aber schon seit mehreren Jahren hat sie in meiner Playlist auf dem Handy auch einen Ordner Schlager. Wie schaut von Berg auf und Tal, schaut so eine Strahl. Oder wie es geht, ich weiss es auch nicht mehr genau. Aber so Sachen, mal, das gefällt mir. Schaut auf und Matte, wachsen die dunklen Schatten, die Sonne auf den Bergen noch steht. Ich habe gewusst, dass wir die erste Nacht im Dream Valley werden verbringen. Das ist so ein Blockhaus, eine Western Ranch, eine Art vom Res. Ciao, freut mich sehr. Ja. Ich bin auf Bern Rock'n'Roll tanzen. Das machst du doch nicht als Bauerngier mit 20, weißt du, so. Und dann bin ich aber später einige Mal in Amerika gereist. Der Res
wie soll ich sagen, unser Bison-Messias. Einfach so ein Western, ein Berner Western-Original. Das ist ein bisschen außergewöhnlich. Es haben nicht viele in der Schweiz Bison. Erhalten Bison. Habe ich einfach einen kleinen Bison im Garten, gell? Kann nicht jeder. Kann nicht jeder. Komm, hey, komm. Er hat mir dann rührend erzählt, dass ein Bison-Kälbli verwaist ist. Das heisst, die Mutter von dem Kälbli ist kürzlich gestorben. Und sie das mit dem Schoppen aufpäppeln und aufziehen. Hast du Hunger jetzt? Jetzt darf ich dir auch mal am Finger schlecken. Sternli, liebes Sternli, gut Nacht. Er hat extreme Haarpracht am Gring. Das ist... Sternli, liebes Sternli, gut Nacht. Schön. Weißt du, wir Weissen, wir haben etwa 60 Millionen vernichtet in Nordamerika. Und ich bin diesen Tieren das schuldig, dass sie am Nord leben können. Und ich habe ein bisschen Land hier. Und darum habe ich Bison. Ja, das hat natürlich eine hohe Sache gegeben. Und ich wollte ein Blockhaus bauen. Aber hast du es durchgestiert? Ja, ich habe es durchgestiert. Es ist halt auch ein Stierengring. Ja. Ich verbringe die kommenden Tage noch mit Östi Dritten. Und die kennst du auch. Ja, die sind die auch schon kenne da ich. gewesen. Ein Videoclip gedreht. Ja, die haben hier gedreht. Da haben wir den Tisch vorgenommen da, und dann sind sie hier. Ja, die sind die ganze Der Hillbilly-Jodel, oder was haben Ja, sie gesagt? nein, das sind ganz Das Krasse ist ja, für eine Schweizer Ländler Volksmusiktruppe 2,76 Millionen Aufrufe. Also das ist wirklich crazy. Ich habe eine Coverband. Body's Beer and Rock'n'Roll heißen. Ja. Wir machen Metal-Covers. Was haben wir? 73'000 Aufrufe. Ja, das ist auch nicht schlecht. Aber da ist noch die Luft nach oben. Ja, ein bisschen Luft nach oben haben wir. Aber eben, was fehlt natürlich, ich habe noch einen zweiten Song aufgenommen. Da haben wir Luca Hennis in She Got Me haben wir covered. Und jetzt haben wir noch einen zweiten aufgenommen, Rock'n'Roll Forever. Und da habe ich aber noch keinen Videoclip dazu. Ich glaube, da innen wäre ein cooles Ambiente zum Nur mal sagen, wenn, dann Rock'n'Roll. kannst du es machen. Ja, jetzt. Die Visitenkarte von einer Band heutzutage ist ein geiler Videoclip. Und da die Östi Fritten, oder wie es heisst, die haben etwa 2 Millionen Klicks. Das müssen wir auch anbringen. Ich komme nachher Gitarre spielen hier zur Tür. Und sobald ich hier an die Bar hocke, schiebst du mir ein Glas über den Tresen. Lass mich nicht hängen. Alle auf Position, wir drehen. Take 1, okay? Hey, there we go! Lass mal, du Cowboy Munk. Ich habe gesagt Glas, nicht Haas. Take 2. There we go! Du spielst mit dem Feuer, du Flasche. Fläschewitsch. Schade.
Night, everybody. Oh, for God's sake, what's up, ey? For God's sake! Das hat richtig Spass gemacht, heute Abend den Videoclip mit diesen Schlägereien zu drehen. Simi? Und da die Östi Fritten, oder wie es heisst. Dirty Joe. Ich habe eine wunderbare Nacht verbracht in meinem Wohnwägeli, dort vor der Ranch vom Plätzchen aussen. Ich habe gut geschlafen und habe mich mega gefreut, darauf nachher loszufahren. Es war ein Katzensprung zu Söschsheim. Ich bin dann auch entsprechend herzlich empfangen worden und habe mich gefreut darauf, Sie jetzt in den nächsten Tagen mal ein bisschen genauer kennenzulernen. Grüß dich! Hoi Hans-Ueli! Schön haben Sie es hier. Welche Ehre! Hoi! Sali! Freut mich sehr. Gleichfalls, danke. Mega lässig, dass ihr hier mitmacht. Ja, du gern. Hey, hey, hey. Hoi zusammen. Bei euch muss ich immer überlegen, welcher ist. Mike. Freut mich. Hoi Mike. Kevin. Sally. Welcher von euch ist jetzt der Bassist? Du bist Bassgitarre. Sehr schön. Wir haben uns mal ganz kurz kennengelernt im Backstage von der Zürich Oberlandmesse, wo ich einen Anlass moderiert habe. Und es ist mir dort schon aufgefallen, wie auf dem Boden geblieben sie sind. Und habe mich gefreut darauf, sie jetzt in den nächsten Tagen mal ein bisschen genauer kennenzulernen. Wir haben uns nur immer schnell gesehen, an 1, 2 Events. Und da hast du ja nicht wirklich Zeit zum Schwätzen. Ja. Bin ich euer Gango. Ihr dürft mich einsetzen für fast alles. Fast alles. Aber wir haben dort beim Ankommen gar nicht groß Zeit gehabt zum Schwätzen oder umschauen auf ihrem Gehöft, sondern mussten ein Auto beladen, weil es ist abgegangen an ein Konzert nach Wald ins Zürich Oberland. Ich darf einsteigen. Danke euch fürs Vertrauen. Hit the road, Jack. Ja, ich muss gerade ein bisschen schauen, wie er es jetzt macht. Ich kann jetzt noch nicht so viel sagen. Ich glaube, der Fett hat ein bisschen mehr Schiss als mir. Ich traue mich. Sie fahren immer noch selber an Auftritt, sie fahren den Bus selber, sie beladen selber, sie organisieren eigentlich alles selber. Es ist ein Familienunternehmen. Ja, dann würde ich sagen, herzlich willkommen bei Öst Garreisen. Wir fahren heute nach Wald an ein Konzert. Wir machen nach 40 Minuten die erste Pinkelpause. Ich bin dann in dem coolen Bus mitgefahren. Das war ein Erlebnis. Das war eine Klassenreise. Es hat überall irgendwo etwas zu habern. Sie sind eingerichtet, glaube sogar mit Kaffeemaschinen und Kühlschränken. Und es ist ein fahrendes, wie soll ich sagen, ein fahrendes Ferienhaus ist das gewesen. Da ist irgendwo wieder jemand am Kröseln und an einer anderen Ecke wird geschwätzt, an einer anderen Ecke wird Musik gehört. Eine lüpfige, gute Stimmung. Hey Manu, weißt du eigentlich schon, dass du am Sonntag mit uns noch auftrittst? Hast du deine Crew dir das schon gesagt? Am Sonntag? Am Fantag? Ja. Am Fantag? Ja. Habt ihr euch das ganz gut überlegt? Ich bin dann ein bisschen erklüpft, als sie mich gefragt haben auf dieser Busfahrt, ob ich in diesen Tagen mal noch einen Song mit ihnen spielen bzw. einüben. Das ist eigentlich etwas, was ich mir nicht zweimal überlegen muss. Hammer!
Hammer. Gitarre-Solo machen. Und dann so ein klassische Rowdy Stage-Tech Aufgaben angestanden. Cases ausladen, Instrumente vortragen und aufbauen. Es ist eigentlich relativ simpel gehalten. Das war jetzt nicht ein Wahnsinnsaufwand. Ich habe mich eigentlich gefreut, um noch ein bisschen mehr umzuschieben und umzuwerken. Das Mätteli hier braucht ihr nicht? Nein, alles das leere Zeug nehmen wir nicht. Wie ist das für dich, das Leben? Ich habe das Gleiche erlebt mit unserem Ersten, meinem Vater. Er hat auch stolz gesagt, Junior, super, oder, kommt gut und so. Und das erlebt man als in der jüngeren Generation natürlich nicht gleich. Sie haben alle grössten Spass, aber wahrscheinlich der innere Stolz ist auch bei mir grösser. Sage nicht. Ja, also in der Familie hast du natürlich auch immer Meinungsverschiedenheiten, das ist klar. Und die werden bei uns echt ausdiskutiert. So. Das ist manchmal ein bisschen, vor einem Konzert vielleicht eher ein bisschen anstrengend, wenn du so mit dem Gefühl zu einem Soundcheck gehst. Aber es hat natürlich dann auch die ganz positive Seite, dass du die eben verstehst ohne Worte. Also jeder weiss einfach so, der macht das. Gut, okay, sie hat eine Liste gemacht. Das ist viele Sachen, die du gar nicht sagen musst, die einfach nicht klar sind. Ja, das fängt einfach mit meiner Familie zu musizieren und zu unterwegs sein und hier wieder neues Leute lernen kennen. Ja, das Umreisen. Ja, das fängt halt schon mega. Ist das also deine Aufgabe, Garderobe vorbereiten? Melanie machen das schon zusammen, ja. Weil die Jungs schon am Aufbauen sind, schauen wir für die Garderobe, was es einigermaßen passt. Und sie bringen uns Kleider. Aber dann ist halt in allen Orten ist es anders, je nachdem, wo der herkommt. Der Urs ist dann übrigens noch dazu gestoßen, natürlich. Du hast das spielst seit Kind? Ja. Akkordeon, gell, ist es? Akkordeon, ja. Der Urs ist seit über 10 Jahren festes Mitglied von uns, die Dritten, am Akkordeon. Und das ist dann ein gemütlicher Keib. Da gehöre ich gut dazu. Das auf jeden Fall. Und vor allem so auf musikalischer Ebene. Da haben wir uns sicher gut gefunden. Es ist Schlager, es ist Sülzer. Wie sagt man nicht Sülzer? Sülzer? Ich weiss nicht. Es ist schnulzig, aber es ist in der Harmonie schon sauschön. Das ist für die ganze Familie. Merci vielmals. Okay. Könnt ihr bitte Eingang Ost-West absperren? Sie kommen jetzt. Okay, ist gut. Oh, sicher. Das erlebt ich futter. Und es ist alles für die Wahl und es ist also alles abgemacht für die wunderbare Volksmusikabend. Frisch die Dritte, bitte. Hallo! Wie geht's dir? Gut! Das ist sehr schön. Wir freuen uns extrem, den Abend mit euch. Eine Aufgabe, die ich noch übernehmen an diesem Abend, war, den Merchandise-Stand betreuen. Verkaufsstand von den Fanartikeln, T-Shirt, Käppli, was hat es alles? Ein Haufen CDs natürlich. Das T-Shirt? Nein, T-Shirt, nein. Zweimal CD und T-Shirt. Heute ist alles 5 lieber teurer, weil ich da arbeiten muss. Besonders habe ich gefunden, dass das Bleiche-Festival in Wald, der Auftritt von uns die Dritten, wieder meine Erwartungen jetzt nicht ein klassischer volkstümlicher Anlass war. Es war in einem schönen Innenhof und in dieser Kulisse die Österreicher Dritten jetzt erst mal
abendfüllend live zu erleben, war ein mega schönes Erlebnis. Ich finde, die Akustik war irgendwie auch schön dort drinnen. Von aussen, ein Sommerabend, das hat mich berührt. Und dann eben, also primär mal, jetzt abgesehen von der Kulisse, die Musikalität dieser Familie, wie sie spielen. Eine Musik, die ich ja sonst nicht viel höre, die ist mir gerade ins Herz hinein. Gerade ins Herz hinein. Ich habe keine falschen Töne gehört. Melanie hat eine Engelsstimme. Ich muss es wirklich so sagen. Also ich bin wirklich voll aufgesprungen auf den Zug. Ich habe mich sehr gerne mitreißen lassen, mitnehmen lassen auf die Reise. Ich bin wirklich eingetaucht. Du kannst schnell mitsingen in diesen Songs. Das ist gar kein Geheimnis. Das ist auch überhaupt nicht wertend gemeint. Aber die Volksmusik, die Schlagermusik ist eingängig. Es geht den Leuten einfach schnell ins Ohr und schnell ins Herz. Bei mir war das nicht anders. Es hat mich irgendwo fasziniert. Das ist keine Frage, dass alle am Schluss sogar helfen, alle mit abräumen. Also sie packen an, sie haben da nicht jetzt einfach zwei Techniker, die alles machen. Sondern sie räumen ab zusammen, laden den Anhänger wieder und fahren zusammen heim. Aber was ist euer Fazit von diesem Abend? Fantastisch. Sehr schön gewesen. Ja. Vor allem die zweite Hälfte sind die Leute sehr gekommen. Ja. Oder? Ja. Ich habe am Schluss wirklich von hinten für ein kleines Publikum geschaut. Und es ist so krass, die Gesichter zu sehen. Wie die einfach glücklich sind. Das ist wirklich ganz krass. Wunderschön. Es war ein langer Tag. Und dann auch wieder 2,5–3 Stunden heim. Also wir sind irgendwie am Morgen um 3 ins Bett gekommen. Es war eine lange Fahrt. Super, so, jetzt nicht mehr unnötig rumstehen. Genau. Vielen Dank für den ersten Tag. Hey. Ja, ich sage das auch. Und dann sehen wir uns morgen. Morgen wieder. Ich habe dann den Rest der Nacht im Hotel in Steffisburg verbracht. Ein bisschen übernächtigt ist der nächste Tag angestanden, wo ich dann endlich mal wirklich auch ein bisschen in ihr Zuhause hineinschauen konnte. Und habe den Family-Freitag mit ihnen miterleben. In der Corona-Zeit haben sie ja auch keinen Auftritt können spielen und haben sich, glaube auch musikalisch so ein bisschen, ist die Familie so ein bisschen, nicht auseinandergefallen, aber man hat einfach nicht mehr regelmäßig Musik gemacht. Auch nicht müssen. Nicht müssen gross proben und so. Und da ist, glaube ich, irgendjemand von der Familie dann auf die Idee gekommen, komm, wir machen den Musikfreitag. Der Familienfreitag. Guten Morgen, Manu. Hans-Werner. Ciao. Kevin, hi. Haben ihr ein Stündchen zu wenig geschlafen? Wahrscheinlich auch, oder? Das Normale, ja. Sind ihr gewohnt, ja, oder? Ja. Dass es mal 2-3 wird, bis Respekt. Wo ein bisschen das Feeling reinkommt. Ja. Das heisst, am Freitag kommen sie zusammen, machen Musik miteinander, essen auch miteinander, spüren einander, glaube ich, einfach auch wieder ein bisschen. Weil jeder doch auch seine eigenen Wege geht im Alltag. Treffen tun sie sich im Elternhaus. Zuunterst wohnen Vater und Mutter, zuoberst Melanie mit ihrer Familie und in der Mitte haben sie eine Art ein Büro. Die beiden Jungs, der Kevin und der Mike, die sind ausgezogen von die Hause. Hi Melanie. Hi. Das ist also vorher hat jemand gewohnt und jetzt ist es eure Firmenwohnung. Ja, das Grosse hat hier gewohnt, ja. Wir machen auch Sitzungen, Livestreams, Meetings. alles Mögliche. Büro ist hier, Merchandise-Zimmer ist da. Was habe ich noch? Ich koche eigentlich sehr gerne. Ja. Aber das von so Pasta-Gericht über Fleisch oder querbeet. Also versiert in der Küche? Ja, versiert. Ich mache es einfach gerne. Schön.
Ein bisschen feiner. Noch feiner? Das ist gut. Wir wechseln ein bisschen ab. Also manchmal kocht Melanie etwas oder mit dem Armin zusammen gibt es irgendetwas. Er ist Spezialist auf Asiatisch. Wirklich mega fein. Und bin ich am falschen Tag gekommen. Mom hat so ein Pasta-Gericht, das sie mega gut macht. Und wenn Kevin kocht, dann bestellen wir Pizza. Musik ist für mich etwas vom Kreativsten, was es noch gibt. Ich meine, wenn man schon mal schaut, in welcher Vielfalt Musik auf unserer Welt vorkommt. Und diese Vielfalt, die fasziniert mich natürlich auch. Und ich habe für fast jede Musikstilrichtung Faszination. Nicht eine Begeisterung überall, aber eine Faszination. Aber natürlich das Musik machen ist etwas vom Allerschönsten und extrem kreativ. Ja, wie noch? Und das Einzige, mir hat das natürlich vorhin gefallen, was ich gehört habe. Von außen, wie sie Bluse, ein bisschen rockmässig daherkommt. Das gefällt mir natürlich die Musik sehr gerne. Aber der hat am Mittag gesehen, welchen Titel dass wir den miteinander machen. Den machen wir sowieso. Und dann habe ich jetzt noch nicht gehört, dass ihr den übt. Wir haben den Song das erste Mal angeschaut, den ich mit ihnen dann performen am Fantag, der 2 Tage später stattfindet. Wir haben zusammen den Heimatjodel geübt von ihnen. Ein Song, der von da gehört her durchaus machbar ist für mich. Aber das Anschlagtempo, das Schrummtempo, da musste ich kurz ein bisschen geben, bis ich das hatte. Das ist mir bis am Schluss nicht 100% gelungen. Kevin hat das sau gut drauf. Aber es hat mega Spass gemacht, diese Session. Die schnell. Die verwünsche ich noch nicht. Die verwünsche ich noch nicht. Das ist so mitreissend einfach. Das ist so, da kannst du reinlegen. Sondergleichen. Hat für mich Parallelen zum Heavy Metal. Ganz ehrlich. Nein, da kannst du so richtig reinlegen. Ja, das macht mega Spass. Mega. Hammer. Wenn die Ös auf ihrer eigenen Tour sind, dann haben sie ein aufwendiges Bühnenbild als eben jetzt bei den gebuchten Anlässen wie im Wald. Und zwar besteht das aktuell aus einer Art Holzsteg, wo so ein bisschen raufgeht, hinterher Richtung Leinwand. Und dann, glaube ich, so ein bisschen mit einem eingeblendeten Bild zusammen verfließt, so in einen See raus, glaube ich. Das Motto ist ja «Weltenbummler». Und da haben wir eben wie hinten einen See auf der Leinwand und das ist so ein Steg. Und das ist ein selber hergestelltes Schreinerkonstrukt, Holzkonstrukt. Und es ist darum gegangen, dass man nach dieser langen Corona-Zeit, wo man das auch nicht mehr gebraucht hat, wieder mal aufstellen und zusammenbauen. Dass, wenn es dann jetzt losgeht, sie dürfen nämlich auch wieder auf Tour, dass die Handgriffe wieder sitzen. Oh, Entschuldigung. Das war wirklich lustig. Wir machen das auch nicht jeden Monat, gell? Das ist links. He? 2, 3 L.
Wie beim Bingo spielen. 3L, 1R, 3F, ja, Bingo! Und dann einfach herrlich. Da hast du so richtig ins Familienleben hineingesehen. Der Kevin am Waffeln, sofort am Waffeln. Ja, du bist ein bisschen langweilig. Weil es irgendwie nicht funktioniert. Ich kann ja nicht drauf gehen, so, wenn hier noch drauf kommt. Ich hatte es vorhin richtig gehabt. Ich hatte es mit meinem Föstchen richtig gehabt. Hey, ich fällt so, oder wie? Ach so, nein. Der eher bedachte Mike hat das alles in Ruhe angeschaut. Du machst es auch kaputt. Ich habe die angespannte Stimmung einfach nicht so gern. Können wir Buben, könnt ihr ein bisschen auf den Ton achten, bitte? Also es ist so, wir 5, die Familie, ist eine GmbH. Es ist natürlich ein unregelmässiges Einkommen in diesem Sinn. Das ist auch nicht einfach Monatslohn, das kommt ganz darauf an, wie du unterwegs bist. Aber ich sage, es hat schon eine Zeit gegeben, wo wir alle 5 von dem so gelebt haben. Ja? Ja, ich habe noch andere Projekte. Also ich habe noch meine Kinderbücher und so gewisse Ambassadorenaufträge, die ich noch habe. Oder du eben sonst schreiben für diverse, die wissen, dass ich das gerne mache. Ja, mit Familie und so gibt es locker ein 120% Pensum. Wir haben schon bevor das Covid aufkam, quasi, haben wir gewusst, es wird ein bisschen weniger, es wird etwas ändern. Melanie hat eine eigene Familie. Es kann nicht mehr die 120 Mal sein oder 130 Mal unterwegs. Also das war für uns ein bisschen klar. Und darum haben wir eigentlich auch, jeder hat wieder etwas gesucht, für nebenan zu machen und auch ein bisschen seine privaten und eigenen Ziele vorwärts zu treiben. Ja, durch das ganze Corona-Gestürm bin ich wieder zurück auf meinen Beruf, den ich dann zumal gelernt habe, Heizungsmonteur. Und habe zuerst temporär gearbeitet als Heiziger und jetzt bin ich fest angestellt. Hey, auf den Ton achten, bitte. Ich habe mein Bestes gegeben und bin dann letztendlich schon auch eine grosse Hilfe gewesen. Da durch, da. Was macht der Mann? Ich weiß nicht, irgendetwas hat er gegessen. Erst machen Livestreams. Jeden Freitag. Eine halbe Stunde, glaube ich. Am Abend jetzt am 7. Und es schalten sich also diverse Leute aus der ganzen Welt schalten sich dazu. Und sie spielen 4, 5 Lieder. Und ich darf jetzt bei einem Song noch mitspielen. Das ist die Hauptprobe für den Fantag am Sonntag. Wir haben Unterricht für einen Song. Grüß euch miteinander! Hallo! Es ist mir eine Ehre, dabei zu sein, Musik zu machen. Ich bin wirklich schon von dieser Musikalität infiziert von Ös. Und ich darf tatsächlich... Wir haben ein bisschen geübt. Ja. Uns war beeindruckend, weil wir gesehen haben, wie sich die Leute zuschalten. Aus Kroatien, Chile, USA. Insgesamt waren es Zuschauer, die diesem Stream zugeschaut haben, aus etwa 26 verschiedenen Nationen. Unfassbar. Tschüss, bis morgen. Hat Spass gemacht. Danke vielmals. Bitte schön. So, ich bin wieder zurück nach Steffisburg. Zweite Nacht im Hotel. Heute ist Samstag. Heute darf ich mit dem Kevin in einen Gitarrenladen. Bin ich immer gern. Nein, es geht darum, eine Gitarre auszusuchen für den Auftritt am Fantag. Weil auf der E-Gitarre kann ich einfach ein bisschen besser Solo spielen. Und dann machen wir das. Jo, fragt sich nur noch. Kurze Hose, lange Hose. Für das müssen wir wissen, wie das Wetter aussieht.
Oh, blauer Himmel. It's the weekend, and I know that you're free. So pull on your jeans and come on out with me. Hey, ciao Manu. Hey, was machst du bitte? Komm gerade. Alkohol habe ich rausgebracht. Die andere Geschichte. Komm gerade. Need to have you near me. I need to be Das habe ich schon umziehen. Ja, ein bisschen Hall wäre cool. Also wir tun eigentlich Bluesen zusammen, Kevin und ich. Als Laie mal fragen, warum du jetzt nicht einfach deine Gitarre nimmst. Hast du eine mitgenommen, eine eigene? Ja, ich habe eine LTD, eine richtige Metal-Axt dabei. Und das ist erstens optisch nicht schön mit Öst zusammen und auch für mich zum Bluesen ist die wirklich nicht so geeignet. Ja, also 2 Lieder haben wir ja dann angepeilt, die ich mit ihnen performen am Fantag. Das ist einerseits der Heimatjodel und andererseits haben wir gefunden, komm, also wenn wir schon da Gitarreros zusammenhückeln, dann müssen wir noch eins Bluesen zusammen. Und Solieren fällt viel ringer mit einer E-Gitarre als mit einer Western-Gitarre, mit einer akustischen Gitarre. Thun Expo Gelände. Wieder den Fantag jetzt schon heute Samstag Nachmittag vorbereiten. Das machen wir aber immer so. Ob schon der Fantag erst am Sonntag ist. Aber dann haben wir alles schon aufgestellt und die ganze Technik. Wir machen noch Soundcheck, Proben. Weil die ersten Leute stehen hier am 9 Uhr schon vor der Tür. Morgen. Dann fängt der Anlass am 10 Uhr offiziell. Mit einem Aperitif und dann ist Versammlung vor dem Mittagessen. Das ist ja ein Verein, in dem Sinne der Fanclub. Aber die ersten stehen da 8:30, 9 stehen die da schon vor dem Loch. Nach Soundcheck und allem da in dieser Reithalle ist dann plötzlich kurz ein bisschen Hektik aufgekommen, weil sie haben noch vor an diesem Abend, es ist ein wunderschöner Sommerabend, einen Videoclip zu drehen. Und zwar sind wir zurückgereist in die Region, wo sie wohnen, auf einen wunderschönen Hügel rauf. Und dort durfte ich dann noch erleben, wie sie einen Videoclip dreht. DJ-Duo, der Tweakats, hat einen Song von uns geremixet. Eine Hardstyle-Version daraus gemacht aus «Schenk dir einen Jodler». Genau. Und die wollen noch, dass wir etwas mitmachen im Videoclip und darum... Es gibt so, wir machen immer wieder Videoclips zu unseren Songs und dann weiss man schon ein bisschen, wie, wo es Location gibt oder so. Genau. Aber ja, für ein Hardstyle-Duo haben wir jetzt doch noch nie einen Videoclip gemacht. Also es ist schon schnell. Wir würden es glaube ich live nie so machen. Nach einer weiteren Nacht im Hotel sind wir hier in die Reithalle gereist. Morgen früh schon. Ich habe gestaunt, wie früh es Öst schon wieder auf den Beinen gestanden sind. Am Morgen um 7:30, 8 sind die da schon wieder in der Halle gestanden. Um 9:30 die Türöffnung und Eingangskontrolle zum Apero. Und er ist bis am... Wenn du in einem Fanclub bist, dann bist du ein Hardcore-Fan. Und das Bild hat sich mir dann auch anerboten. Lauter Öst Hardcore-Fans, die sich, glaube ich, wahrscheinlich das ganze Jahr auf den Tag freuen, weil die Familie schon auch eine recht Nähe zulässt an diesem Tag. Sagen wir, eine normale Distanz ist kein Problem, aber wenn es so ganz nach ist und dann ganz viel, kann es schon irgendwann mal ein bisschen viel werden. Oder wenn es dann länger geht, ist es für mich irgendwann noch genug und dann bin ich froh, wenn ich dann ein bisschen hingern kann. Also, ich sage jetzt mal, vor Corona war es vielfach der Fall, dass die Leute uns sich umarmen und abküssen und so. Das war manchmal ein bisschen überfordernd, weil man einfach so viele Leute hatte, wo man gar nicht gewusst hat, da ist schon wieder der Nächste gekommen und so. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit, oder? Wenn die ihm reden, dann hat er Angst das Gefühl, ja, mit dem hat er so lange geredet, oder mit der Frau. Und für mich hat er keine Zeit gehabt, er hat nur so gemacht. Darum, an einem Konzert gehen wir normal nie mehr grüßen. Der Fantag fängt am Morgen früh an mit einer GV. Es ist ein ganztägiger Anlass und es ist jetzt nicht in dem Sinn ein Party-Volksmusik-Event. Hey ja, komm mal ein bisschen her.
bei Auftritten im musikalischen Sinn bin ich wirklich immer ein bisschen angespannt, auch mit meiner Band. Und da natürlich jetzt erst recht, weil ich bin Gast von Ihnen auf der Bühne eigentlich. Und das hat mich schon ein bisschen geehrt. Ihr bekommt heute eine absolute Weltpremiere zu sehen und zu hören. Der Manu und meine Blues Brothers! Einen kurzen Moment Teil zu sein von dieser Familie und mit ihnen Musik zu machen, das ist wirklich ein bisschen Hühnerhaufen. Meine Musik, der Rock'n'Roll, ist und bleibt der Traum vom Musikmachen. Machen wir Frieden! Machen wir Frieden, ja. Also wir machen einen von uns. Schenke hat das eingefädelt. Der Auftritt ist super gelaufen. Nichts beschreiben, wie sehr du mir gut tust. Ich habe mich fast nie vergriffen auf der Gitarre. Ich bin reingekommen mit ihnen zusammen und ich habe gespürt, sie haben Freude. Ich habe eine grosse Freude gehabt. Das Publikum hat auch Freude gehabt. Was willst du mehr? Wenn ich dich sehe, wird mir warm ums Herz. Also ich habe eine grosse Achtung von dieser Familie. Wie sie musikalisch einerseits unterwegs sind, aber auch untereinander. Sie sind einfach extrem professionell unterwegs. Menschlich, aber auch musikalisch. Ich werde es als wunderschönes Erlebnis in Erinnerung behalten und würde zum zweiten Mal nicht Nein sagen, wieder mal auf der Bühne zu stehen. Da jetzt können Sie mit drin gestanden sein. Ihr seht es ja. Einfach schön. Einfach schön. Es fällt mir kein originelleres Wort ein, aber es ist einfach schön.